Wie schön ist es, wieder zurück zu sein in der Welt von X-Plane 11. Lange Zeit bin ich weder geflogen, noch habe ich an irgendwelchen Liveries gearbeitet. Aber als kürzlich die Flughäfen wegen dem Reisechaos wieder in den Schlagzeilen war und ich nach den 25-Jahr-Feiern in Hongkong immer wieder an den alten Kai-Tak Airport denken musste, den es nicht mehr gibt, habe ich wieder richtig Bock auf X-Plane. Dies ist jedoch nicht der Grund, warum ihr heute dieses Video schaut, sondern wegen der Situation, um Flüge abzuspeichern und speziell dann auch gespeicherte Flugpläne weiter zu benutzen. Also nichts wie rüber zu meinem aktuellen Flug. X-Plane 11 gefällt mir wirklich sehr, vor allem auch, weil es so realistisch aussieht. Eines jedoch hat mir überhaupt nicht gefallen, was andere Simulatoren schon besser gemacht haben. Und zwar ist es die Möglichkeit, einen eigenen Flug mit dem Flugplan vernünftig abzuspeichern, wenn man keine Zeit mehr hat, um später weiterzumachen. Schon bei dem Abspeichern eines normalen Fluges kann man Fehler machen, aber heute geht es hier insbesondere um den erstellten Flugplan wieder fortzusetzen. Leider findet man fast gar nichts über dieses Thema im Internet, weshalb ich dann auch selber Tests gemacht habe, um zu schauen, wie ich denn meinen mühevoll erstellten Flugplan fortsetzen kann. Wir sind hier auf dem Flughafen in Taschkent in Usbekistan, von wo aus ich meinen aktuellsten Flug gemacht habe. Und jetzt schauen wir uns mal 2 Save Games von mir an. So, und nun wären wir also im Menü von X-Plane 11 und bei meinem ersten Save Game will ich zeigen, was ein Laden von einem Spielstand mit dem Flugplan eigentlich so anstellt. Deshalb lade ich den ersten von 2 Saves gerade jetzt einmal. Und wie man jetzt hier sehen kann, bin ich jetzt bei diesem Flug schon unterwegs, als ich es abgespeichert habe. Und das ist ja auch schön und gut, aber der Flugplan ist nirgendwo mehr. Deshalb muss ich den zuallererst jetzt einmal laden, hier über die Co-Route List. Und dann erscheint er auch hier. Nur haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar, wenn wir auf den Flugplan hier gehen, kann man hier wunderschön sehen, der Flugplan geht wieder vom Startflughafen aus, wo ich ja ohnehin schon lange nicht mehr bin. Und dann sieht man es schon, das wilde Gekringele hier. Und das führt eigentlich nur dazu, dass wenn ich jetzt wieder hier auf aktives Verfolgen gehe, dann wird das Flugzeug dann versuchen, wieder hier zurückzufliegen und dann die Kurve rum und dann weiter. Also es ist quasi wie bei einer Discontinuity, was es geben kann bei einem Flugplan, den man erstellt. Dann sieht er auch genau so zerstört aus. Und ja, ich werde jetzt natürlich nicht auf Verfolgen hier gehen, sondern das wäre natürlich ein bisschen doof, weil dann das Flugzeug natürlich wieder in die andere Richtung fliegt. Aber eben genau diese Idee von der Discontinuity, die hat mich dann dazu gebracht, wie man das vielleicht doch fixen könnte, dass man dann auch genau dort weitermacht, wo man eigentlich ist. Und das möchte ich jetzt gleich noch mit meinem zweiten Save Game zeigen, das ich vorbereitet habe. Okay,
Und wiederum wären wir hier zurück in der Boeing 747 im Stockfinsteren. Diesmal eben in meinem zweiten Save. Und hier mache ich jetzt genau noch einmal das gleiche wie vorhin. Und zwar werde ich wieder meinen Flugplan laden, den ich erstellt habe. Dann schauen wir uns das mal an. Wie man auch hier sehen kann, genau wieder der gleiche Fall, mit diesem Gekringle. Und was man eben macht, vorhin hatten wir es ja über die Discontinuity. Was man dann eben macht, wenn man so etwas im Flugplan hat, ist, dass man den Wegpunkt, der nach der Discontinuity kommt, auswählt und dann die Discontinuity selber und somit die quasi dann ausradiert und somit den Flugplan wieder zusammenflickt, wenn man so will. Und genau diese Idee ist mir ebenso gekommen, weil ich, wie gesagt, sonst auf gar keine andere Antwort gekommen bin, was man dabei machen kann, wie man den Flug weiterführen kann, beziehungsweise den Plan. Gehen wir nochmal zurück. Weiß nicht, warum es hier auch immer so komisch ändert. Ah, Mann. Was soll's. Ja, jetzt sind wir hier also nochmal beim FMC. Und es ist leider schon ein bisschen her. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Wegpunkt ich als nächstes eben hatte. Ja. Ich glaube, es war dieser hier, Pogon. Dann macht man es. Man stellt sich jetzt vor, hier wäre die Discontinuity, wo man loswerden wollen. Dann klickt man hier drauf. Dann hier. Dann ist er weg. Dann noch einmal. Und jetzt ist Pogon ganz vorne. Und deshalb gehe ich dann auch noch auf Execute. Dann ist es offiziell. Man sieht's. Das ist mein nächster Wegpunkt jetzt. Nach dem Abspeichern. Und hier nochmal schnell schauen. Wenn ich es nicht in die falsche Richtung drehe. Jetzt kann man es hier wunderschön sehen. Alles, was ich schon hinter mich gelassen habe, ist jetzt weg. Und ich bin hier, wo ich abgespeichert habe, auf dem Weg zum nächsten Wegpunkt. Und dann vielleicht auch noch zum nächsten, wenn ich dann die Zeit habe. Oder sonst speichere ich dann halt eben einfach ab. Und mache es beim nächsten Mal, wenn ich den Speicherstand lade, ganz genauso. Ich weiß nicht, ob meine vorgestellte Art, Flüge fortzusetzen, gängig ist, weil ich über dieses Thema eben leider fast gar nichts online gefunden habe. Jedenfalls ist es eine Möglichkeit, so weiterzumachen und dann schlussendlich sicher am Zielflughafen zu landen, wenn man dann wieder genug Zeit hat. Es war wirklich höchste Zeit, mich mal diesem Thema zu widmen. Jetzt mache ich sicher häufiger längere Flüge. Wenn ich daran denke, wohin ich überall fliegen will, wird mir ganz schwindlig. Vor allem Destinationen in Asien. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr nun auch wieder Bock, mehr Zeit in X-Plane 11 zu verbringen? Und wenn ja, denkt ihr schon an Flughäfen, wo ihr hinfliegen wollt? Ich bin jedenfalls froh, dass ihr heute mein Video geschaut habt. Und vielleicht war es ja sogar hilfreich. Vielen Dank
und wer weiß, vielleicht bis in einem anderen Video auf meinem Channel hier.